viele Erfolge. Ich hatte trotzdem, dass ich eine schwierige Kindheit hatte, Erfolg im Tanzen. Ich war so ein Leader bei Jugendgruppen und so weiter. Und dort war mein bester Freund, er hieß Michel. Und da ist auf einmal drogensüchtig gewesen. Heroin. Ich hatte noch nie von Heroin gehört in diesem Sinne. Und ich war so tief mit ihm verbunden. Als er mir das sagte, wusste ich nichts Besseres zu sagen als, wenn du nicht aufhörst, folge ich dir nach. Ich hatte damals eine synthetische Art von Kokain angefasst. Das erste Mal. Das zog mich in einen dämonischen Bann. Also ich war wirklich völlig ein anderer Mensch. Nein, ich war ein anderer, kein Mensch. Ich wollte nur noch das Gefühl, diese Lüge bekommen, und Opfer waren nur die Freunde, die Familie und jeder Passant, der an mir vorüberging. Also ich betrog ja, das wurde ja in den Zeitungen überall veröffentlicht, ich betrog Hunderte von Menschen um ihr Geld. Ich habe damals so einen Rausch gelebt, ohne einen Unterbruch, also nie nüchtern. Und ich hatte 40 Grad Fieber, ich hatte ein dick angeschwollenes Bein, es schmerzte unglaublich. Jeder Mensch würde dann zum Arzt gehen. Ich hatte Angst, eine Drogenportion zu verpassen. Ich hatte einen Riss in der Lunge, ich hatte eine schwere septische Thrombose, also eine ganz schwere Blutvergiftung, auch im Gehirn. Da habe ich heute noch hin und wieder Mühe, mich zu erinnern oder etwas zu Ende zu bringen, einen Satz zum Beispiel. Ich hatte diverse andere Komplikationen, das heißt, ich hatte Thrombosen, ich hatte Vergiftung, ich hatte einen Schleimbeutel, der also eine so infektiöse Erkrankung hatte, dass sie den sofort rausnehmen mussten und so weiter. Das war ganz viel. Eine Liste, glaube ich, etwa 15 Punkte. Jeder für sich wäre ein Spitalaufenthalt wert gewesen. Und eines Tages kam mein Bruder zurück ins Spital und er konfrontierte mich effektiv. Das war für mich unglaublich. Mit einer Bibel. Tag ein, Tag aus. Dieses Rufen, du brauchst diese Drogen. Bis zu diesem Tag, an dem ich den Namen Jesu hörte und angerufen habe. Von diesem Moment an war es weg. Das war für mich der emotionalste Moment in meinem Leben.